Es war an einem Vorsommerabend, als ich die Straßen hinter mir ließ und auf leichten Traumtänzerfüßen den Weg nahm, den der Mond mir wies. Der Abendwind wiegte die Tannen, das Holz duftete schwer nach Harz. Als ich von fern einen Brunnen im Mondlicht funkeln sah, wie Quarz. Er stand in einer weiten Lichtung zwischen 3 Erlen im Sumpfgras. Und wie ich ihn staunend berührte, da war er ganz aus Glas. Ich beugte mich über den Rand, trank vom kristallklaren Quell, mit offenen Augen und offenem Mund, da wurde es um mich rege und hell. Harfenmusik wiegte mich in den Wind, Elfen mit saphirblauen Flügeln tanzten Reigen, Libellen geschwind über den mondbeschienenen Hügeln. Sie nahmen mich gleich in ihren Kreis um das blaue Feuer auf. Und dann besang der erwachte Wald leis, der Stern und der Wesen Lauf. Füchse, Falken, Turteltauben, Rehe und Raben, Salamander, Zaunkönige und Nachtigallen, sie alle saßen rundum beieinander. Zwischen den Seelen der großen Toten hockten Hexen, die mit wehenden Haaren auf diamantenbeschlagenen Ruten aus Transsilvanien hergeflogen waren. Auf einmal verstummte das wilde Getue. In die Runde trat der Meister der Ruhe, gehüllt in ein Kleid aus geflochtenem Farn, mit einer hölzernen Lade im Arm. Dicht vor dem Feuer blieb er stehen, zog ein vergilbtes Buch aus der Lade, ließ seinen Blick durch die Runde gehen und rief: Hört, was ich euch zu sagen habe. Das ist das 1000-jährige Buch der Gewalt, von Tyrannen geschrieben, mit Untertanenblut, von falschen Päpsten und Priestern gesalbt. Und er schmetterte es in die stiebende Glut. Ein Raunen ging durch die dichten Reihen, als der Geist von Nero heulend verschwand. Napoleon rief: Vive l'Empereur! Der Meister aber ergriff den nächsten Band. Auch das 100-jährige Buch der Vernunft, sprach er, zeugt nicht von Zufriedenheit. Maschinen übernahmen die Lebenskunst, machten die Menschen zu Sklaven der Arbeitszeit. Hinter mir war ein Seufzen und Greinen, als auch das Buch in Flammen aufging. Einstein und Marx umarmten sich weinend, doch alle schauten zum Meister hin. Er hielt ein drittes Buch in der Hand, mit weißen, unbeschriebenen Seiten, und sprach: Das ist der letzte Band. Dann
verschwand er unter den Leuten. Einen Windstoß lang blieb es still. Man gedachte der gefallenen Bäume, der ausgerotteten Tiere der Erde, verwüsteten Böden und Meeressäume. Doch dann hub ein Huschen und Tanzen an. Waldelfen mit flechtenbekränzten Haaren verteilten Harzmilch und Ambrosia an alle, die hier beisammen waren. Der Mond war lang schon untergegangen. Die Sterne verblassten am Firmament. Als der Dirigent mit dem Wacholderzweig und ein Geisterchor zu singen begannen. Es war das Lied vom neuen Tage, das ich nun sorgsam bei mir trage, als mein Beitrag zum 3. Buch, in das auch ich zu schreiben habe.